Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das müsst ihr mir eigentlich positiv bewerten, wenn mal jemand wieder zum Himmel schaut. Während unsere Blicke doch häufig jetzt da recht weit unten auf der Erde gefangen sind. Man schaut, wann gibt es die nächste Lockerung wegen Corona. Man sieht all die Probleme, die entstanden sind in der letzten Zeit und hofft vielleicht auf einen Bundesrat, vielleicht auf irgendein anderes Gremium, vielleicht auf eine Spritze, die mal kommt, eine Impfung, für dass man wieder ein bisschen mehr Freiraum hat. Und ein paar Leute haben sicher auch zwischendurch ein bisschen zum Himmel raufgeschaut, das ist richtig. Aber hier kommt es ein bisschen kritisch von diesen beiden Engeln, die erschienen sind, den Aposteln, die sie auf dem Mühlberg gesehen, wie Jesus verschwindet in einer Wolke. Was steht ihr da und schaut rauf? Wir schauen jetzt schon 2000 Jahrgänge wieder ein bisschen rauf. Er hat ja gesagt, und sie haben nachher auch gesagt, er kommt dann auf die genau gleiche Art wieder zurück, wie er gegangen ist. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Auffahrtsgottesdienst. Ihr werdet ein bisschen Musik hören mit der Esther Feingold. An der Kamera ist der Friedrich Hähner, der den ganzen Gottesdienst aufnimmt, von Blue Beret Werbeagentur. Wir sind sehr froh, können wir hier auch den Gottesdienst übertragen. Es gibt ja ein bisschen viel zu übertragen im Moment. Am Sonntag ist ja auch schon wieder Gottesdienst. Wir haben sich sogar gefragt, sollen wir einen überspringen? Wir haben uns entschlossen, nein, es ist ja eigentlich ein wichtiger Gottesdienst und für einen ist es ja auch nicht eine Konfirmation, sondern wirklich am Thema Auffahrt gewidmet. Ich lade euch ein, zu einem Gebet still zu werden. Jesus Christus, wir schauen ja auch auf. Wann wirst du dein Versprechen erfüllen? Wann kommst du zurück? Wir wissen, ein paar Sachen werden sicher noch über die Bühne gehen von dieser Weltgeschichte. Not und Elend wird auch noch zunehmen. Und sicher wirst du nicht zu spät kommen. Du bist nie zu spät gekommen und auch nicht in unserem Leben bist du zu spät gekommen. Du bist nicht der Gott, der verzieht und verzögert, aber du bist der Gott, der uns lehrt vertrauen. Vertrauen auch manchmal in einer harten Zeit, in Tagen, wo man einfach durchhaltet. Wir bitten, dass du uns das noch besser beibringst, dass wir immer mehr wissen, es ist so. Du machst nicht leere Worte. Himmel und Erde werden vergehen, deine Worte werden nicht vergehen. An dem wollen wir heute auch festhalten, so wie du in die unsichtbare Welt entrückt worden bist, so wirst du in die sichtbare Welt zurückkommen, für dein Friedensreich aufzurichten. Und jetzt haben wir die Zwischenzeit. Und wir wollen dich ehren mit all dem, was du für die Zwischenzeit für uns parat hast, wo wir empfangen können, wo wir auch heute wieder etwas davon verstehen und entgegennehmen. Wir bitten dich, dass du uns segnest, egal wo wir jetzt sind, die meisten daheim in der Stube, und wir bitten, dass du uns in einer besonderen Art an diesem Tag begegnest. Amen. I'm so glad you came to save us.
Wir hören die Geschichte von der Auffahrt. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen hinweg. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg weit. Und als sie hineingekommen waren, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das steht Apostelgeschichte, Kapitel 1, 4 bis 14. Alles liegt ihm Gott zuvor.
lese den Predigtext, Johannes 16, 5-7. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand, in anderen Übersetzungen der Tröster, nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier geht es nochmal ein bisschen um einen Schock. Es ist jetzt der zweite Schock in kurzer Abfolge. Der eine ist jetzt ein bisschen mehr als 40 Tage her. Jesus ist gestorben am Karfreitag. Die Jünger konnten es nicht einordnen. Und jetzt, plötzlich, wird er ihnen schon wieder entrissen. Eine Mutter hat mich genau in der Zeit, als ich die Predigt vorbereitet habe, angerufen, per Telefon, und hat mir eine schlimme Geschichte erzählt. Ihr Sohn, der so ein bisschen in den Startlöchern ist, in der Lehre, gerade neu den TÜV-Ausweis gemacht hat, hat einen Unfall gebaut, hat gewisse Verletzungen, sie hat noch nicht ganz durchgesehen, was es alles ist, und wollte ihn trösten, wollte schauen, wie es ihm geht. Ist aber schon ganz zermürbt und zerknirscht gewesen und natürlich auch in Tränen aufgelöst. Und er hat sich vorgeschickt und hat gesagt, du brauchst nicht zu mir kommen, solange du grennst. Überhaupt will ich jetzt gerade nichts von dir wissen. Das ist nicht das erste Mal, dass er sie abgeputzt hat. Und sie hat gesagt, was kann ich denn noch für ihn machen, wenn er mich sogar noch wegstößt? Ich habe gesagt, schau, die Zeit, die du ihn vor Sättigem bewahren kannst, die ist ja vorbei, die ist abgelaufen. Was du jetzt noch machen kannst, du kannst an ihn denken im Gebet, du kannst ihn innerlich tragen, du kannst immer wieder sehr geduldig sein mit ihm, aber deine Zeit als Mutter mit der Hauptverantwortung, ihr Mann ist so einige Zeit gestorben, erst diese Zeit ist vorbei. Man kann sich also bis zur Schwelle mit jemandem vorwärts bewegen und irgendwann ist die Schwelle da. Zum Beispiel früher hat man ja vor allem an der Auffahrt so die Konfirmationen gefeiert, auch hier habe ich gehört. Und dann muss man sagen, das war schon so eine Schwelle gewesen. Und dann die Eltern sagen, ja, jetzt werden sie dann langsam selbstständig. Dann hat man das gefeiert, das ist so ein Schwellenereignis. Es ist natürlich gut, kann man heute jetzt auch wieder mal eine Auffahrt beleuchten, weil das ist ja auch ein Schwellenereignis. Es geht um eine Schwelle und dann ist alles anders. Aber zuerst, bevor wir das miteinander anschauen, an welcher Schwelle, dass wir jetzt heute eben stehen, ein kleines Zahlenrätsel. Ihr wisst ja sicher, dass es so ein bisschen symbolische Zahlen gibt in der Bibel. 40, die Zahl 40 kommt dem entgegen. 40 Tage war der Mose auf Sinai, 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste, 40 Tage war Jesus auch wieder in der Wüste, wo er der Satan hat versucht, bevor er wirklich eingestiegen ist, sein Predigtdienst und Heilungsdienst. Und dann am Schluss jetzt nochmal 40 Tage, wo sie warten nach der Auferstehung, bis er in den Augen entschwindet. Warum immer 40? Man kann sogar noch eben zurückschauen und sehen, nebst dem Mose hat man ja dann auch noch den David, der 40 Jahre lang König war, nachher der Salomo, der 40 Jahre lang König war. Immer wieder kommt 40 vor. Es ist die Zahl vom Dienst und von der Vorbereitung. Das heisst, durch einen bestimmten Dienst wird etwas Neues vorbereitet. Es gibt Leute, die einen besonderen Dienst haben, die anderen auf etwas vorzubereiten. Das ist die Zahl 40. Dann haben wir noch die Zahl 50. Die Zahl 50 ist auch wieder eine ominöse biblische Zahl, nämlich 7 mal 7 plus 1. Das ist jetzt nicht für eine Prüfung, wenn man gefragt wird, ja, wie viel gibt es 7 mal 7? Ja, 49. Ja, warum hast du jetzt das gewusst? Es ist ganz einfach 50 minus 1. 7 mal 7 plus 1 heisst auch in der Bibel 7, wir kommen zur Ruhe. Sabbat, das gleiche Wort 7, Sabbat, ist dann verwandt sprachlich. Und nachher das 7 Mal, das ist das sogenannte Sabbatjahr, das Halljahr, das nachher kommt. Oder dann auch 7 mal 7 Tage.
bedeutet Ruhe hoch 2. Und das Jahr, das nachher kommt, war eben das 50. im alten Israel. Und der Tag, der jetzt kommt, der Pentekosta heisst, eigentlich 50, das ist der Tag nach 7 Wochen, nach 7 Mal Sabbat, kommt ein ganz besonderer Tag, wo etwas wie Ruhe einkehren soll. Also auch 50 ist eine wichtige Zahl, das ist einfach die Zahl, die sich alle Ruhe erfüllen soll. Da geht es also nicht um Arbeit und Dienst, sondern gerade genau um das Gegenteil, nämlich jetzt muss man es nicht mehr selber erarbeiten. Jetzt ist irgendwie eine Ruhe eingekehrt, jetzt gibt es irgendwie so etwas wie eine neue Schöpfungsordnung. Das ist die Vollendung von der alten Schöpfung, jetzt kommt etwas Neues. Das ist 50. Und zwischen 40 und nachher eben 50. 40 Tage war Jesus bei ihnen und dann hat er 10 Tage warten. Ist dann 50. Vorbereitungszeit, dann kommt die Ruhezeit. Und zwischen ihnen haben wir so wie 10 tote Tage. Von denen redet hier die Apostelgeschichte ein bisschen. Das heisst, sie haben einfach gewartet, sie haben gebetet. Aber irgendwie haben sie in dieser Zeit nichts mehr gehabt. Sie haben den Messias nicht mehr gehabt, sie haben den Heiligen Geist noch nicht gehabt. Und es ist einfach wie eine tote Zeit. Es ist eine bisschen alttestamentliche Zeit. Wenn wir zurückgehen zu Jesus. Folgendes habe ich erlebt, als ich die Predigt vorbereitet habe. Er hat gesagt, knäule vor mir ab, ich will dir etwas geben. Ich dachte, okay, irgendeine Einsicht über den Text. Ich war so ziemlich lange verharrt vor ihm, habe aber nichts Neues gehabt. Dann dachte ich, okay, ich habe mich verhört, bin aufgestanden und dachte, jetzt schreibe ich das auf, was ich mir selber habe überlegt. Dann hat er gesagt, nein, ist noch nicht fertig. Komm noch mal zurück. Ich bin noch mal zurückgegangen und nachher habe ich es gehört, was er sagt. Nämlich, ich kann nicht alles für euch machen. Ich habe nicht alles für euch gemacht. Okay? Nehmen wir das mal ein bisschen mit. Ich bin zuerst auch noch nicht nachgekommen, aber die werden sofort sehen, was das heisst. Die 40 Tage nach Ostern, die veranschaulichen noch einmal und reflektieren noch einmal und die fassen auch noch ein bisschen zusammen, was die Dienstjahre von Jesus waren. Und sie zeigen, was Jesus für uns gemacht hat, ist beschränkt. Warum? Jesus ist ja das Wort, sagt uns der Johannes. Oder Jesus hat sich ausgelehrt. Es heisst wörtlich, bei Paulus im Philipperbrief, er hat sich ausgelehrt. Kenosis heisst das auf Griechisch. Jesus hat sich komplett ausgelehrt. Er hat nicht gesagt, das ist ein Raub, was ich hier alles habe im Himmel, das gute Leben da oben, sondern das hat er alles abgelegt, ist ein Nichts geworden. Noch unter dem untersten Unterhung war er. Er ist regelrecht reingeschagert, abgeschlagen, ausplündert, demütigt, erniedrigt worden und nachher das Ganze noch am Kreuz, dass es alle sogar noch sehen können. Nackt übrigens. Das kann das Wort. Es kann ganz leer werden, es kann ganz dünn werden, es kann ganz leise werden. Es bleibt immer noch das Wort. Sogar wenn man es küscheln würde, kann man es später, ja, hat Jesus gesagt, auf einem Dach mit einem Lautsprecher weitergeben. Das Wort macht sich eben verletzbar. Jesus ist der Teil von Gott, der sich sehr, sehr verletzbar macht. Bis zum Äußersten. Und weil er sich ganz ausleert und er trocken ist wie ein Schwamm, kann er etwas aufnehmen in sich. Was nimmt er auf in sich in diesen 3,5 Jahren, wo er seinen Dienst hatte an den Menschen? Er fängt an, ihre Sünden zu tragen. Überhaupt fängt er an, die Menschen zu ertragen. Er fängt an, ihre Langweile zu ertragen. Es ändert sich so nichts. Er kann so oftmals auch wieder das Gleiche sagen. Er fängt an, ihren Stress zu ertragen. Er fängt an, ihren Ungehorsam zu ertragen. Ihre Halbheiten. Aber es geht weiter. Am Ende ist ja dann noch alles gebündelt. Ablehnung, Hass, Zorn und am Schluss sogar noch Mord. Nach allen Verleumdungen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Mose. Was hat doch der Mose im Volk Israel alles ertragen? An Widerspruch, es ist nicht zu fassen. Das ist das Wort. Das Wort ist von Natur aus eben
nur Wort. Eigentlich kann man mit einem Wort machen, was man will. Du kannst es hören, du kannst es nicht hören. Du kannst es in den Wind schlagen. In sich ist das Wort etwas Schwaches, hat aber ganz eine klare Gestalt, es hat ein eindeutiges Profil. Es hat nicht eine unbegrenzte Macht, durch das, dass man es übergehen kann, aber es hat gleich ein Heilungs- und Zerstörungspotenzial auf beiden Seiten, das wissen wir. Schlimme Worte kann man nachher zum Beispiel durch gute Worte korrigieren. Wenn sich jemand von einem Fluch löst, kann er das machen im Namen von Jesus Christus. Dann ist der Fluch nicht mehr auf ihm. Wenn ein Fluch ist ausgesprochen worden über ein Leben, kann man ihn auch wieder mit Wort auslöschen, rückgängig machen. Jesus, das sagt der Text, den wir heute gelesen haben, hat uns ja alles gesagt. Am Schluss hat es nichts mehr Neues noch zu sagen gegeben. Und als die Jünger dann gefragt haben, ja, etwas könntest du doch mal sagen, zumindest das Datum möchten wir gerne wissen. Wenn richtest du das Reich endlich auf? Wie manchmal habe ich das Wort endlich gehört in der Seelsorge. Oder endlich, wenn ist endlich fertig? Und auch dort haben sie nachher nichts mehr Neues gehört. Das Einzige ist, dass der Vater die Zeit hat festgelegt und dass sie im Heiligen Geist getauft werden. Nachher musste er abtreten. Insgesamt sehen wir, mit Jesus ist Gott fassbar geworden. Fassbar. Der Johannes hat im Brief sogar gesagt, wir haben es angelenkt. Der Thomas hat es auch angefasst, über das haben wir auch schon darüber nachgedacht. Und hier liegt seine Grenze. Es kommt ja nachher das Unfassbare von Gott. Und für das ist nicht Jesus zuständig. Jesus war zuständig, für sich auszuleeren und für alles Schlimme auf sich zu laden und für alle Sünden zu vergeben auf dieser Welt und für alles Untragbare zu tragen, ja, das Unerträgliche zu tragen. Siehe das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Das war seine Berufung, das hat er als Wort können. Niemand in der ganzen Gottheit hat sich so gut ausleeren in eine Menschengestalt hineinbegeben wie Gott der Sohn. Das war seine Aufgabe. Und nachher kommt das Unfassbare, der Geist. Er hat eine andere Aufgabe. Und er wird andere Sachen machen, als die Jesus gemacht hat. Der Geist kannst du nicht an ein Kreuz nageln. Wie willst du das machen? Du kannst ihm aus dem Weg gehen, sicher. Du kannst ihn nicht in eine Kiste sperren. Du kannst nicht eine Dogmatik aus ihm machen. Du kannst ihn nicht verzerren. Er ist immer frei. Du kannst vielleicht seinen Einfluss auslöschen in diesem Leben, vor dem hat der Paulus gewarnt. Aber Jesus hat es auch gesagt, der Geist weht, wo er will. Du merkst plötzlich einen zweiten Geist. Es ist wie der Wind draussen. Du kannst nicht genau sagen, woher er kommt. Aber du merkst, die Blätter bewegen sich. Das ist der Geist. Heute ist der Tag der Schwelle. Es ist ein Schock für die Jünger. Jesus als Wort. So wie eine Sicherheit, die sie hatten, eben, wir jetzt fassen können. Es ist etwas Unendliches, aber wir jetzt fassen können. Es war ewige Liebe, aber es war in der Zeit drin. Er entschwindet in den Augen. Sie bleiben zurück. Und es kommen die 10 toten Tage. Es ist ein bisschen wie eine Pandora-Büchse. Dort ist zwar alles Übel ausgeflogen, hier ist jetzt eben das Gute weggeflogen, bei Pandora ist das Übel aus der Kiste geflogen, aber auf dem Boden ist nur noch die Hoffnung zurückgeblieben. Und so ist für sie jetzt alles Gute, was sie lernen kennen, fortgeflogen. Auf dem Boden bleibt nur noch die Hoffnung zurück. Niemand kann sich etwas vorstellen, von was Jesus hier geredet hat. Niemand. Aber sie lösen zumindest eine Zwischenaufgabe. Das wäre im Text, den ich jetzt nicht vorgelesen habe. Sie haben gesagt, wir sind ja nur 11, oder? Eigentlich müssen wir ja 12 Apostel sein. Also haben sie das Los als 12. Apostel bestimmt. Und dadurch sind sie ein unkirchliches Gremium geworden. Schaut mal in euren Kirchgemeinderäten, die ihr habt. Die schauen ja immer darauf, dass 11 oder 9 oder 7 oder 3 oder 5 sind. Warum? Dass wenn man nicht gleicher Meinung ist, kommt man gleich von Fleck. Das ist unsere menschliche Idee. Man kommt von Fleck, wenn man uneinig ist.
Sie hätten können sagen, oh, jetzt ist es gäbig, oder jetzt sind wir 11. Wenn es mal ein Gestirn gibt, es gibt immer eine Mehrheit. Und wir werden dank der Mehrheit immer können weitergehen. Die Mehrheit wird ja sicher eben auch die Wahrheit sein. Weil die Mehrheit ist nicht immer die Wahrheit. Sondern sie haben genau gewusst, wir sind wieder 12, wir kommen nur vorwärts, wenn wir einig sind. Nicht eine Mehrheit, sondern eine Einheit. Diese Aufgabe haben sie noch gelöst. Da gäbe es eine Predigt darüber zu machen, machen wir nicht, aber alle verstehen, was es heisst. Die Jünger von Jesus kommen weiter nicht durch Mehrheiten, sondern durch Einheit und Einigkeit. Und zweitens haben sie gewusst, dass etwas dann passiert. Das haben sie verstanden. Irgendetwas, aber das etwas hat man nicht beschreiben. Es ist so ein bisschen ähnlich wie vor einem Erdbeben. Vor dem Erdbeben passiert etwas sehr Sonderbares. Plötzlich schweigen alle Vögel. Keine Vogelstimme mehr draus. Das hat man immer wieder beobachtet. Die Chinesen haben sogar das ganze so System aufgestellt, welche Tiere alle verstummen vor dem Erdbeben, sogar Ameisen kriechen weniger rum. Das hat man alles ins Paradigma aufgenommen. Nicht, weil man weiss, wenn genau und wo das Erdbeben wird sein, aber man merkt, es passiert etwas, es ist wie still geworden. Alles steht still. Darum sage ich dem, die toten 10 Tage. Wie ihr gesehen habt, das Wort hat die Aufgabe, sich auszuleeren. Wie ein Wort eben das kann in seiner schwachen Gestalt leer sein, Sünde nachher können absorbieren. Er absorbiert die Sünde von der Welt. Sie zu tragen, dran sogar zu zerbrechen, zu sterben und dann durch den Geist wieder zu auferstehen. Jesus, seine Aufgabe ist, sie zu lehren. Am Heiligen Geist seine Aufgabe ist, zu füllen. Es ist ganz eine andere Aufgabe. Und wir in der Kirche haben das immer unterschätzt. Und darum sind wir so weit gegangen, dass wir irgendwie die Schwelle immer verpasst haben und haben den Tag mit anderem Zeug gefüllt. Dabei ist es einer der allerwichtigsten Tage im Kirchenkalender, im Kirchenjahr. Wo es heisst, das Alte geht zu Ende. Jesus hat seine Aufgabe für uns erfüllt. Mehr als dass er uns vergeben kann und uns mit dem Vater versöhnen, tut er nicht. Die Erfüllung muss jemand anders schenken. Die Erfüllung, die Jesus Christus selber hatte, hat er nicht aus sich gehabt. Er hat gesagt, das kann ich alles immer aus dem Heiligen Geist. Immer vom Heiligen Geist. Und das ist das, was er uns geben will. Genau das. Nichts anderes als das. Und, für es zusammenzufassen, er ist für nichts anderes gekommen, als für das den Menschen genau diese Fähigkeiten geschenkt werden. Und jetzt wird plötzlich klar, warum das Jesus so einen komischen Satz hat gesagt zu seinen Jüngern. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das ist nicht zynisch gemeint. Er muss weggehen. Sonst kann der Tröster, der Aufbauer, der Anwalt, den wir haben, der Beistand, der das alles in uns innen wird lebendig machen, was Jesus gesagt hat, sonst kann der nicht kommen. Es wäre alles für nichts gewesen. Wir hätten ein Evangelium von der Vergebung, aber wir hätten nicht die Kraft vom Evangelium. Wir hätten das Evangelium von der Versöhnung, aber niemand würde Märtyrer, weil wir den Preis gar nicht zahlen. Wir würden fortrennen, wie der Petrus im Garten Gethsemane. Das ist, weil der Heilige Geist nicht da ist. Wir hätten die wundervollste Bibel, aber niemand könnte die Worte erfüllen. Wir hätten die Verheißung, dass man über die finsteren Mächte den Sieg hat, aber niemand würde es erleben. Wir würden es zwar lange immer sagen, aber passieren würde es nicht. Das wäre das Bild von unserer Kirche. Ohne die Schwelle würde von all dem, was er kommt, gar nichts möglich sein. Jesus hat sich zurückgenommen und hat gesagt, diesen Teil übergebe ich am Heiligen Geist. Das ist eben von 40, Zahl 40, Dienstzeit, Vorbereitungszeit, Mühsal, all das, was der Messias ausmacht in seinem Leben. Wo er dann sagt, es ist vollbracht und sein Teil hat er wirklich vollbracht. Mehr kann man gar nicht als sein eigenes Blut und noch das Herzblut am Schluss geben. Nachher zur Zahl 50. Zahl 50 heisst, es kommt Frieden ins Leben, es kommt eine tiefe Ruhe ins Leben. Du musst es jetzt nicht mehr selber machen.
Der Heilige Geist wird durch dich die Sachen bewirken, die du selber nie kannst. Du kannst es nicht. Weder vergeben noch versöhnen, weder hast du die Weisheit, noch hast du Kraft, weder noch hast du Vollmacht. All diese Sachen hast du einfach nicht. Du musst nicht die alte Schöpfung bemühen. Du musst nicht dein Fleisch bemühen, wie der Paulus sagt. Es ist nicht normal eine Spielregel mehr. Oder es sind jetzt auch nicht plötzlich jüdische Feste, die man muss feiern muss, dass es ein bisschen besser geht. Oder irgendein Gesetzeskodex, für das man es besser herbringt. All das ist es nicht. Sondern Jesus sagt, ich werde euch die Kraft geben, die in mir gewirkt hat. Die wird zu euch kommen und sie wird euch ermächtigen. Ja, was sollen wir machen? Irgendwie müssen wir das ja aushalten. Wir müssen ein bisschen wegkommen von dem geschriebenen Jesus. Von dem Jesus-Bild, auch von dem Jesus-Vorbild. Wir müssen wegkommen von dem, dass wir uns einfach bekehrt zu einem gescheiten System, zu einem, das ein bisschen besser einleuchtet als das alte, das wir hatten. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass wir wiedergeboren werden, wie es Jesus gesagt hat, im Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, der gleiche Geist von Jesus in unser Leben hineinkommt, der jetzt das macht, wo Jesus hat gesagt, das mache ich nicht für euch. Ich gehe weg. Es ist gut, dass ich weggehe, für das er kommen kann. Und dann werden Sachen freigesetzt, die du nie hättest gedacht. Und werden Sachen möglich, die du nicht einmal geglaubt hättest. Wir müssen also wegkommen von dieser einseitigen und von mir aus gesehen eben fast ein bisschen gefährlich einseitigen Jesus- und Vergebung-Betonung und müssen herkommen zu der Betonung von der Erfüllung. Das Neue Testament heisst ja Erweckung, heisst Auferweckung vom neuen Menschen. Jetzt noch nicht von den Toten, aber in diesem realen Leben wird so viel möglich, wenn wir wegkommen von unseren Menschenweg. Das alles können wir nicht verstehen, wenn wir immer die Auffahrt verpassen und überspringen. Wenn wir irgendwelche Brücken machen, für irgendein Land zu chatten, für ein bisschen Sonne zu haben. Und nicht merken, ein Teil von dem, was wir bis jetzt geglaubt haben, ist gut, aber hier ist die Grenze. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich euren Augen entschwinde. Es ist gut, dass ihr mich nicht seht. Es ist gut, dass ihr jetzt warten und glauben und hoffen und sagen, ja, der Heilige Geist ist auch für mich. So einen teuren Preis, wie er zahlt, nicht vergeben. Sondern dass ich das Geschenk bekomme, dass er bekomme, genau das, wofür er hat gekämpft. Und dann werden wir sagen, jetzt verstehen wir die verschiedenen Stationen, jetzt verstehen wir, warum es gut ist für uns und gehen vorwärts zu Pfingsten und ich hoffe, in der Zwischenzeit wird sehr viel Gutes geschehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.
euch ein für ein Gebet. Jesus Christus, bei 40 bist du gegangen. 40. Dein Dienst war zu Ende und ich verstehe, warum du mir gesagt hast, willst du mir noch etwas sagen? Ich verstehe, warum ich es bisher nicht ganz verstanden habe. Aber jetzt durch es ist plötzlich plastisch, es ist anschaulich, es ist nachvollziehbar. Du möchtest abtreten, für dass wir etwas noch Umfassenderes bekommen als Vergebung. Und die wollen wir dir heute neu verdanken. Wir haben sie von dir bekommen. Vergebung, Versöhnung, alles. Alles hast du getragen, was uns trennt von unserem Gott. Was du aber nicht hast gemacht. Du bist nicht einfach hier geblieben als unser Garant, hast gesagt, du nimmst dich zurück. Und jetzt warten wir auf dich, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Und lass uns deine Wohnung sein. So geht jetzt das Pfingstlied. Erfüll die Herzen dein Gebild mit deinen Himmelsgaben mild. Für das wollen wir dir merci sagen, das ist für uns bestimmt. Und du hast für das gekämpft, dass wir reinkommen in die ganz persönliche Erfüllung mit dir, dem dreieinigen Gott, durch den Geist, der heiligt, der bevollmächtigt, der leitet, der tröstet, der aufbaut, der auch korrigiert und uns auch warnen kann, wenn es nötig ist. Der uns aber in jedem Fall wegbringt von einem langweiligen Christenleben, wo einfach nichts passiert. Wo man gerne in den Himmel schaut, wie die Männer aus Galiläa und sagt, oh, geht es echt noch lang. Herr, erbarm dich über uns und lass uns das Geschenk noch mal frisch empfangen. Und vielleicht auch das erste Mal. In einer regelrechten Wiedergeburt, dass der Geist in uns hineinkommt. Für das sind wir ja bestimmt. Wir sollen sein Tempel sein. Erbarm dich über deine Kirche, die über so manches hinweggeht und sich mit einem Minimum von einem Minimum begnügt und nicht weiss, dass sie nicht müsste aus sich selber heraus neue Programme schaffen. Erbarm dich über uns, wo wir so kurzsichtig sind und nicht so Geduld haben und die 10 toten Tage nicht überstehen können, wo wir schon wieder rennen und schon wieder machen und schon wieder beschäftigt sind. Erbarm dich über uns und schenke uns den Nerv, den die Jünger hatten, für zu warten auf deinen Tag, für zu warten auf den Geist. Amen. Wir kommen zum Schluss von unserem Gottesdienst. Ich lade euch jetzt mit zu beten, still oder auch laut, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Er hat dort nicht vom Heiligen Geist geredet, das stimmt, aber dein Reich komme. Und das ist ja gar nichts anderes, als dass die Kraft von Gottes Reich in unser Leben hineinkommt. Also können wir dort durchaus anschliessen damit. Am Schluss werden wir nach einem Segenswort dann noch Segenslied entweder mitsingen oder einfach hören. Ich möchte nochmal der Esti Weingold herzlich danken, dass sie geholfen hat, den Gottesdienst so schön schmücken mit wunderbarer Musik. So werden wir still zum Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat gesagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Der Herr segne und behüte euch, er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, er hebe sein Antlitz auf über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. See